Hallo zusammen, willkommen zurück bei «Los mal». Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Bevor wir aber richtig anfangen, kommt noch ein kurzes Wörtchen von unserem heutigen Sponsor und bleibt dran, es gibt einfach eine PlayStation 5 zu gewinnen. Oh mein Gott. Der heutige Sponsor ist nämlich Be Smart Work Safe. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr in einer Branche arbeitet, wo das ein Thema ist, dass man am Arbeitsplatz Sicherheit herstellen muss. Ich persönlich habe ja zum Beispiel noch nie in so einer Branche geschafft. Ich wäre, glaube ich, auch die Erste, die sich verletzen würde. Darum ist so etwas sehr wichtig. Be Smart Work Safe ist nämlich die Präventionsmarke von der Kanton, wo eben probiert, sich für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz einzusetzen, vor allem bei den jungen Menschen. Und darum komme ich hier ins Spiel. Es ist nämlich leider tatsächlich so, dass junge Menschen sich am Arbeitsplatz häufiger verletzen. Hätte ich irgendwie nicht so ganz gedacht, aber macht eigentlich low-key Sinn, weil ja, wir sind halt ein bisschen impulsiv und denken, wir wissen alles und dann zack, passiert es und dann ist es um uns geschehen. Und das ist natürlich für die Wirtschaft scheiße, weil dann kannst du nicht arbeiten und du kostest Geld und es ist natürlich auch für das Gesundheitswesen blöd, wenn alle sich die ganze Zeit verletzen und darum geht es halt eben bei Smart Work Safe. Sie haben jetzt eine ganz geile neue Kampagne, nämlich Safety Quest, wo sie einfach eine Fortnite-Map gemacht haben. Sie haben wirklich eine eigene Fortnite-Map, ich habe die auch gespielt. Es kommt auch ein Video auf Insta und TikTok online, wo ihr seht, wie ich das gespielt habe. Ja, es hat dort verschiedene Szenarien, verschiedene Quests, die man lösen muss, wo man halt beweisen muss, dass man fähig ist, an einem Arbeitsplatz sicher zu navigieren, zum Beispiel jetzt eine Bäckerei oder eine Garage und dort musst du alles richtig machen. Ein kleiner Spoiler, ich bin irgendwie nicht so gut in dem. Genau, aber wenn ihr Bock habt, mal reinschauen in die Map, dann könnt unbedingt das Video schauen, weil ich euch dort den Map-Code hinterlegt. Und das ist eben die ganze Clou an dem, dass man eine Playstation gewinnen kann. Ihr müsst das Video schauen, dann müsst ihr den Code in meinem Video finden, ich habe es nämlich ein bisschen versteckt, kommentieren, Be Smart Work Safe und mir folgen und dann sind ihr auch schon beim Gewinnspiel dabei. Also könnt unbedingt die Videos abchecken. Ich glaube, jetzt gerade, wenn die Folge am 9 Uhr morgen online kommt, ist das Video noch nicht draussen, aber auch im Verlauf des Tages werden die Videos dann kommen und dann könnt ihr auch dabei sein beim Giveaway. Und wenn nicht, dann könnt ihr immer noch den Link in der Bio abchecken, wenn ihr ein bisschen von diesen Be Smart Work Safe Tipps abbekommen wollt, wenn ihr vielleicht gerade an einem Ort arbeitet, wo ihr denkt, das hätte ich eigentlich noch nötig, oder irgendwie ein Praktikum macht, wo ihr denkt, Bro, ich weiss eigentlich gar nicht, wie man das alles sicher macht und so. Könnt ihr es unbedingt abchecken, ist eine geile Sache. Danke vielmals, Be Smart Work Safe und jetzt let's go, los mal! Hallo zusammen, jetzt for real, for real. Ich hoffe, euch geht's gut, also eigentlich bin ich krank, aber ich habe so viel Neozitran gesoffen, es geht mir eigentlich wieder gut, ganz ehrlich. Ich habe den räudigsten Husten, wie so ein iPad-Kit, aber sonst finde ich es geil. Also wenn euch irgendwie etwas an meiner Stimme stört, dann wisst ihr, was es ist. Es ist das. Ich hasse es eben, Podcasts hören von Leuten, die so halb krank sind. Aber I'm putting on a good face, ich glaube, man hört es nicht so. Genau, wir machen heute eine Advice-Session, weil es sind alle am Kriseln, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt und ihr schreibt mir auch wieder vermehrt und ihr wisst, in meinen DMs haben die Themen nichts zu suchen, weil dann kann ich nicht schlafen in der Nacht, weil ich euch ignorieren muss. Stellt mir eure Fragen oder schildert mir eure Situationen immer unter einem Formular. Das ist unter jeder Podcast-Folge in der Bio. Es ist auch auf Insta verlinkt. Sorry, das kommt nicht mehr vor. Das kommt ab jetzt nicht mehr vor. Sorry. Ich muss eben immer lachen, wenn Leute husten. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Genau, stellen wir eure Sachen immer unter diesem Link zur Verfügung, weil das versichert mir auch einfach, dass ich dann auf das schauen kann und lesen kann und mich darum kümmern kann, wenn ich ready dafür bin und nicht, dass ich einfach die ganze Zeit mit Problemen voll bombardiert wird. Weil, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist zum Teil auch ein bisschen anstrengend und ich muss im richtigen Mindspace sein dafür. Und das bin ich heute. I'm in the helper mood. Und wie immer, Leute, Advice Sessions, das ist nur meine Meinung. Ich habe keine Ahnung, ich bin 21. Leute sagen ja immer wieder auch, so die Haters, sagen immer, Bro, was willst du von der? Die ist 21. So fair. Aber ich sage, ich bin ein alter Mann innerlich. Ein alter japanischer Mann. Die sind äußerst weise. Und darum fangen wir einfach gerade an mit der ersten Situation von jemandem, der gerne mein Advice hat. Ich habe es schon durchgelesen und ich finde es krank. Okay, mein Ex und ich haben seit ca. 3 Monaten Schluss. Wir waren 2,5 Jahre zusammen. Und nach 2 Monaten nach dem Breakup eine gute Kollegin von mir etwas mit ihm angefangen. Mit dieser Kollegin habe ich im Februar einen Städtetrip, der nicht stornierbar ist, geplant. Und es kommt noch eine dritte Kollegin mit, die so ein bisschen findet, ja, sie ist halt einfach so und wenigstens gibt sie zu, dass sie ihn nice findet und so. Und ich weiss jetzt mega nicht, ob ich einfach nicht mitgehen soll, obwohl ich alles organisiert habe und halt irgendwie 400 Stutz verlieren. Oder ob man die Kollegin, die etwas mit dem Ex
hatte, sollte ausladen. Was die dritte Kollegin halt unchillig finden würde. Es ist so schwierig, weil wenn wir zu dritt gehen und ich einfach so bin, egal, juckt mich nicht und innerlich juckt es mich halt obviously schon ein bisschen, vor allem weil ich es nicht von ihr erfahren habe, sondern von anderen, dann wird es halt erstens auf dieser Reise für mich unchillig und zweitens denkt dann die Kollegin sich einfach alles bieten und mir ist es gleich. Das ist so real. Das ist so real. Ich treffe selten auf Leute, die sich die gleichen Gedanken machen zu einer Situation wie ich. Und ich würde mir, wenn das mir passieren würde, genau das Gleiche denken. So, entweder du schießt halt drauf, aber dann meint sie kann das immer machen. Oder du tust, als würde sie nicht jucken, aber sie... So, kurze Hustpause gehabt. Sorry, es kommt jetzt wirklich nicht mehr vor, ich huste nicht mehr. Aber man tut so, als würde es einem nicht jucken, aber es juckt einem eigentlich und nachher ist man am Schluss selber die blöde Person, weil nachher kommt es, ja, du hättest doch einfach können sagen, dass es dich stört. Hä, wieso bist du denn... Also weisst, man kann ja nicht schmecken, wie es dir geht. Und, Darum verstehe ich mega. Also ich würde die Situation erstmal auseinandernehmen. Erstens, die Kollegin... Nein, die Kollegin, du sagst, es ist eine gute Kollegin von dir. Die Kollegin sollte nicht mehr deine Kollegin sein. I'm so sorry, I'm the one who has to tell you this, aber das ist keine Kollegin und ich glaube, du checkst es auch, du bist ja jetzt einfach nur in dieser Situation, dass ihr halt die Ferien geplant habt. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Und ich finde auch du solltest eigentlich das Recht haben, ich weiß natürlich nicht, was sie für eine Person ist und so, aber ganz objektiv gesehen finde ich, du hast das Recht, sie darauf ansprechen und dann auch sagen, hey, mir wäre es lieber, wenn wir nicht dort hingehen würden, gibt es für dich irgendeine Möglichkeit, dass du nicht mitkommst oder dass du halt literally, sorry, die soll, also vielleicht ist es auch cool crazy von mir, aber kann die nicht auch so keine Ahnung, wenigstens 100 Stutz daran zahlen, dass du dann nicht mitkommen kannst oder so. Oder was halt immer der Klassiker ist, wenn ihr sie ausladen würdet, okay, das juckt ja eigentlich niemand, außer deine dritte Kollegin, die übrigens auch eine Blöde ist, wenn sie das so nicht nachvollziehen kann, meiner Meinung nach. Oder du gehst nicht und sie müssen einen Ersatz finden und die Person gibt dir dann die 400 Stutz, die du eigentlich verloren hast. So, das ist so das typische Szenario, das ich kenne. Ich will noch etwas dazu sagen, wegen der dritten Kollegin, also sie, die so ist, ja, aber sie ist ja so und wenigstens steht sie ja dazu und so. Das sind auch so Friends, die man irgendwie einfach irgendwann nicht mehr haben will. Ich habe mega viele, ich habe nicht mega viele Kolleginnen gehabt schon, aber auch schon mehrere Exemplare von so Menschen gehabt, die immer so Larifari sind und immer so auf der Seite von der anderen so low-key. Also sie stellt sich ja irgendwie auf keine Seite, aber indem sie sich nicht auf deine Seite stellt, weil du ja obviously in dieser Situation die Arme bist, wo man sich so denkt, Alter, wieso machen Leute so etwas? Sollte sie sich auf deine Seite stellen. Man sollte offensichtlich von außen sehen, boah, das ist eine mega scheiß Situation. Ja, kein Ding. Ich würde auch nicht wollen, dass sie mitkommt. Hey, sagen wir es ihr doch. Von mir aus kann ich sogar ihr sagen, falls es sehr unangenehm ist. Das würde doch eine gute Kollegin machen. Weil es hat auch... Also, sie kann ja die Person von mir aus schon noch gerne haben und denken, ja, es juckt mir jetzt eigentlich nicht, auf wer sie steht und mit wem sie etwas hat. Aber du willst doch nicht mit jemandem befreundet sein. Jetzt die dritte Kollegin sollte doch nicht mit der zweiten Kollegin befreundet sein, wenn sie weiss, Bro, die würde einfach auf die Kollegin schiessen, wenn es um einen Typ geht. Also, ich weiss nicht, ich verstehe nicht, wieso außenstehende Kolleginnen immer so denken, ja, aber weisst du, als würde die Kollegin nicht genau das Gleiche bei ihr machen. So, jemand, der das machen kann bei einer guten Kollegin, macht das bei allen und schießt auf alle. Und es ist einfach nicht jemand, wo man verteidigen sollte oder irgendwie ein schlechtes Gewissen haben sollte. Also ich finde auch wirklich, du solltest kein schlechtes Gewissen haben, wenn du die ausladen willst. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob es dann genau so eine Scheiß-Situation wird mit deiner anderen Kollegin, wenn ihr zu zweit geht und die ist eigentlich mega pissed, dass die dritte nicht mitkommt. So, dann würde ich wirklich sagen, im Fall, so, schau einfach auf dich selber und ist dir das jetzt, also du kannst ja auch, weiß ich nicht, wie wir das mit den Zimmern und so geplant haben, aber du kannst im Fall auch allein gehen. Du kannst einfach Boss Queen sein, das braucht zwar viel Mut, oder eben du schießt einfach drauf, ganz ehrlich, ist es dir das wert? Du musst halt wie selber merken, wie viel Geld ist das für dich, 400 Franken, wie schnell hast du die wieder verdient. Und eben gibt es jemanden, der vielleicht gehen könnte. Alter, frag doch die Ex, die Ex soll doch die 400 Stutz zahlen und mit denen da gehen, wenn er es so nötig hat. Ganz ehrlich, das macht mich richtig hässlich. Aber Fazit,
ich finde, es ist völlig legitim, sie nicht dabei haben zu wollen. Ich finde, es wäre sogar auch legitim, wenn du ein bisschen Abstand nimmst von dieser anderen Kollegin. Einfach weil, ich finde, in Freundschaften sollte man einander verstehen und Empathie haben und einfach einander nachvollziehen können. Und auch wenn jemand vielleicht selber nicht das Gleiche machen würde, sollten doch deine Friends die gut genug kennen, um zu wissen, dass die das verletzt und sagen, Bro, das ist wirklich scheiße von ihr. Komm, schauen wir, dass die Situation für die ein bisschen besser wird. So. Und das wird obviously in dieser Situation nicht gemacht und das finde ich richtig scheiße. Next one. Okay, tricky one. Jemand, der sagt, sorry, Gossip und Advice-Session tue ich jetzt einfach mal ins Gleiche rein. Also mein Gossip und Anfrage, Anfrage? Keine Ahnung. Für Advice-Session, die schon seit x Jahren geht. Meine Kollegin hat einen Freund. Sie sind, glaube ich, schon so 3 Jahre zusammen oder so. Aber sie behandelt ihren Freund wie den grössten Kack. Sie unternimmt viel mehr mit besonders einem anderen Typ oder ab und zu mit anderen Typen allgemein. Also nicht nur so in einer Gruppe oder so. Nein, sie gehen zusammen spazieren, gehen zusammen zu Nacht essen. Und einmal, wo er ein neues Auto gesucht hat und keine Ahnung, 2 Stunden entfernt ist, eins anschauen, ist sie einfach mitgegangen. Hä? Ah, okay, also mit irgendeinem Typ wahrscheinlich. Ich habe so oft schon probiert, darüber zu reden, dass das nicht geht und sie soll mit dem Freund Schluss machen, wenn sie nur immer streitet und mit anderen Typen abmacht. Ihre Ausrede ist immer, sie sind nur Kollegen. Help me, Emma, was soll ich noch machen? Ich habe mal mit meinem Freund von ihr darüber geredet und er hat nur gesagt, ich kann ja nichts dagegen machen. Er tut mir mega leid, aber ehrlich, er ist selber schuld, dass er das mit sich machen lässt und noch nicht Schluss gemacht hat. Und sie sind wirklich immer am Streiten. Einmal hat ihr Freund uns irgendwo hingefahren und ist einen kleinen Umweg gefahren aus Versehen und dann hat sie ihn fett zusammengeschissen und so gesagt, du hure Pfeife, du bist falsch gefahren. Ich habe gedacht, ich spinne, aber sie hat es ernst gemeint. Ich weiss nicht, wie lange ich das noch mitmache. Sie raubt mir meinen letzten Nerv und sie hat recht toxische, narzisstische Züge. Ich probiere mich schon mega lange von ihr ein bisschen zu entfernen, aber so schlimm, sie lädt sich überall selber ein und sie fragt nicht normal, ob ich nächsten Samstag etwas machen will. Sie macht so, was machst du nächsten Samstag? Ich habe noch nichts geplant. Sie, also dann gehen wir dort und dort hin. Schwörst du, ich habe nicht mal Lust, mit ihr etwas zu unternehmen. Okay, also, ich glaube, die Situation kennen wir alle, dass wir von außen zuschauen und denken, what the fuck, wieso sind ihr zusammen, was machen ihr miteinander? Aber die Wahrheit ist, du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Je mehr du sagst, desto mehr. Also weißt du, eben, es ist wie wenn deine Eltern sagen, gang nicht mit dem und dem raus, dann willst du mit dem Typ raus. Es bringt nichts. Du kannst höchstens dich distanzieren, was du ja auch probierst, aber ja halt ein bisschen schwierig ist. Und einfach sagen, Bro, das ist nicht mein Brot. Weil eben am Schluss des Tages, das raubt dir am meisten Nerven. Das juckt sie nicht, ob du dir Gedanken über das machst oder ob du es blöd findest zum Zuschauen oder nervig oder anstrengend. Das juckt keinen von diesen zwei. Er ist ein armer Hund, ja. Aber er ist auch selber schuld, wie du es ja auch selber sagst. Und er ist auch nicht dein Kollege. Es ist nicht deine Aufgabe. Sie ist deine Kollegin, auch wenn du sie wack findest im Moment. Aber dann ist es eigentlich auch das einzige Faire von dir, nicht mit ihr befreundet zu sein. Wenn du sie wirklich, also was hast du an ihr noch gern? Gibt es irgendwie etwas Gutes an ihr, außer dass sie halt irgendwie da ist? Wahrscheinlich nicht. Dann ist halt auch einfach nur fair von dir, dass du sagst, hey, schau, für mich passt das irgendwie so nicht. Es ist mir viel zu anstrengend und wahrscheinlich ist es nicht so einfach, weil es tönt so, als wäre sie voll in deinem Leben drin und vielleicht haben wir auch mega viele gemeinsame Friends und so, aber das ist halt einfach etwas, wo dann unangenehm ist, aber du irgendwie machen musst für dich selber und auch, damit du nicht so ein scheiß Mensch bist wie sie. Weißt du, was ich meine? Weil es ist ja von dir auch nicht geil, mit jemandem zu chillen und so tun, als wären wir befreundet, wo du eigentlich so davon denkst. Ein kleiner Reality-Check, auch wenn man das nicht gerne hört. Und auch wieder allgemein ist es auch etwas, was ich jetzt allen gerne sagen würde, dass wenn ihr jemanden in eurem Leben habt, der so umgehen kann mit einem Freund, wo eben, wenn sie so 3 Jahre zusammen sind und keine Ahnung was, und er ist ja eigentlich ein Liebe und er macht nichts falsch und so, dann ist es nicht eine Person, die man in seinem Leben haben will. Weil wenn du, das ist so das Macht ausnutzen und merken, dass er bleiben wird, egal was, und das dann so blöd ausnutzen, das zeigt eigentlich mega, was das für ein Mensch ist. Und ja, und sonst, keine Ahnung, wenn sie irgendwie noch juckt, wenn sie dich juckt, dann kannst du sie ja mal, also weißt, sie lässt eh nicht drauf, ob du ihr sagst, sie soll anders zu ihrem Freund sein oder nett sein oder Schluss machen, also das juckt sie nicht. Aber vielleicht mal mit ihr ein Gespräch suchen, wieso das sie so ist oder ob alles gut ist, wieso sie, also ob sie irgendwie mit etwas zu kämpfen hat oder so, weil
mega oft ist also das ganze Aufmerksamkeit von ganz vielen Menschen suchen so ein bisschen Hilfeschrei und dass man eigentlich mega unglücklich ist und irgendwie von allen anderen probiert, das so einzuholen und dass es einem irgendwie magisch so besser geht, weil man selber irgendwie nicht weiss, was machen. Aber das würde dich halt auch mega viel Energie kosten und die Frage ist halt auch, ob es dir das wert ist. Aber wenn es dich interessiert und wenn du irgendwie noch denkst, es gibt etwas zu retten, dann wäre das, glaube ich, das Einzige, was du machen kannst. Ja, weil es ist leider nicht dein Business und du kannst nichts machen. Und je früher man das checkt, desto weniger Pain hat man. Und ich bin auch immer die Person, die zu viel macht und zu viel nachfragt. Und am Schluss sind alle Leute hässig auf mich. Also wirklich alle Beteiligten immer, wenn man probiert zu helfen in einer Situation, wo aber niemand Hilfe will, bist du nachher das Arschloch, weil du dich eingemischt hast oder irgendwie jemandem etwas erzählt hast. Genau gleich wie wenn du mit ihrem Freund gehst reden, bin ich mir sicher, sie kann hässig werden über das, weil das ist ihr Freund und wieso gehst du über sie schlecht reden bei ihm? Weißt du, was ich meine? Also du kannst nur verlieren. Du kannst nur verlieren in dieser Situation, außer wenn es dich wirklich wahrhaftig interessiert und du vielleicht irgendwie etwas Neues herausfindest über sie, was du vielleicht noch nicht so gesehen hast und sie vielleicht irgendwann dann auch realisiert, dass es nicht gut ist, was sie macht. Aber es gibt Leute, die bleiben für immer so. Und es gibt Leute, die checken es irgendwann. Und das ist so ein bisschen Gamble und es ist auch eine Frage von, wie lange haltest du das aus? Das Einzige, was ich dir wirklich, wirklich als Tipp geben kann, ist, dass du dich einfach entfernst von der Situation. Weil du hast es nicht nötig und eben, du willst ja nicht gleich sein. Du willst ja nicht die mit jemandem abgeben, wo du eigentlich scheiße findest. Genauso wie sie das mit ihrem Freund macht. Ja. Aber es tut mir leid. Das ist eine richtig geschissene Situation und das ist einfach mühsam zum Zuschauen, wirklich. Die nächste Situation, ich glaube, da fühlen wir uns alle wieder angesprochen. Und zwar geht es um ein Girl, wo ein bisschen zu abhängig von ihrem Freund ist. Sie sagt, sie ist schon seit etwa einem Jahr und ein paar Monaten mit einem Freund zusammen. Ich weiß auch gar nicht, wann sie das geschrieben hat. Das ist schon ein Zeitchen her. Und es läuft eigentlich alles super. Und sie sind auch in der gleichen Klasse und in der gleichen Freundesgruppe und haben eigentlich abgemacht, dass sie halt dort sich ein bisschen aus dem Weg gehen und dafür am Wochenende so ein bisschen etwas miteinander machen, damit es so richtige Quality Time ist. Und sie hat aber irgendwie Mühe mit dem, weil sie nur noch von Wochenende zu Wochenende lebt und so quasi wartet, bis sie wieder etwas mit ihm machen kann und wann hat er Zeit und wann machen wir etwas. Und wenn sie sich mal nicht sehen, weil er etwas machen muss oder weil sie irgendwie Training hat oder so, dann geht es ihr richtig scheiße und sie kann gar nicht mehr genießen, denkt nur noch an ihn. Und sie sagt auch, dass es vielleicht davon kommen könnte, dass sie es mit ihrer Familie nicht so gut hat und er wie so die einzige Person ist, wo sie vertraut und wo sie auch als Familie so ein bisschen sieht. Und ihre Frage ist jetzt, wie sie es schafft, weniger abhängig von ihm zu sein und ihr Leben auch ohne ihn zu genießen. Und sie sagt auch, sie probiert irgendwie das schon so lange, aber sie kommt irgendwie nicht auf eine Lösung. Und sie hat halt bittet, dass sie es nicht 1:1 vorlässt. Darum habe ich jetzt so ein bisschen paraphrasiert. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt dran bei so schwierigen Themen, wo halt oft auch eben genau von dem Familiären kommen, dass man nicht einfach mal so auf eine Lösung kommt und dass es leider nicht etwas ist, wo du einfach ein Jahr mit jemandem zusammen bist und nachher bist, okay, jetzt habe ich halt kein Problem mehr. Und das denke ich ja auch ganz viel, also schreiben wir auch viele, die nicht in einer Beziehung sind und halt die gleichen familiären Probleme haben und dann so sind, ja, aber vielleicht weisst, wenn ich dann einen Freund habe, dann ist es vielleicht besser und es wird nicht besser und du kannst auch den besten Freund auf der Welt haben, wo der keinen Grund gibt, irgendwie dich schlecht zu fühlen oder dass es dir schlecht geht oder dass du dir Sorgen machen musst und du wirst trotzdem die Sorgen haben, weil das einfach etwas in dir selber ist und es hat nichts mit anderen Leuten zu tun, sondern das bist einfach du, leider. Und darum, glaube ich, musst du, also ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht, wieder take it with a grain of salt, aber ich kann das sehr nachvollziehen. Ich habe auch schon so Beziehungen gehabt. Ich habe schon das Gegenteil gehabt, dass ich dachte, oh mein Gott, ich will meinen Freund nicht mehr sehen. Hilfe, ich habe keinen Bock auf meinen Freund und mich dann scheiße gefühlt habe, wenn ich etwas mit meinem Freund unternehmen, was auch richtig schlimm ist, Leute. Aber zurück zum Thema. Ich glaube, das ist etwas, was du ganz mit dir allein anschauen musst, im Sinne von wo kommt das und in welchen Situationen ist es weniger schlimm. Weil es ist ja sicher nicht immer gleich schlimm und du sagst halt, du probierst es schon lange und ich kann mir vorstellen, dass du auch schon ein paar Mal gedacht hast, jetzt läuft es besser und dann wie so einen Rückfall mäßig hast. Aber das ist ja auch ganz normal.
das wird wahrscheinlich das ganze Leben ein bisschen so bleiben, weil wir tragen halt die Sachen einfach mit uns und es ist auch etwas Schönes, es macht uns aus und wir haben alle eine Geschichte und wir sollten uns nicht schämen dafür. Aber ja, schau doch mal, wenn das es besser geht. Wenn du vielleicht mit Kolleginnen bist. Und ich meine, ich kann das auch verstehen. Man sagt dann immer, lenk dich ab und mach doch mal etwas anderes. Ich glaube, du musst es logisch so anschauen, amix, als hättest du einen Heartbreak. Auch wenn mit deinem Freund alles gut ist. Du hast ja eigentlich keinen Grund, um dich ablenken oder so. Aber probier mal wirklich abgelenkt zu sein und nicht mit Zimmer aufräumen, was dich anschießt oder lernen, was man sich sowieso schon nicht konzentrieren kann, sondern wirklich etwas machen, was dir Freude macht mit deinen anderen Leuten. Und du sagst halt auch, dass er der Einzige ist, wo du auch als Familie so ein bisschen ansiehst und wo du halt so vertraust und so. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas, wo man sich selber die ganze Zeit einredet. Das mache ich auch sehr, sehr, sehr gern. Dass ich wie das Gefühl habe, alle außer diese Person kennen mich eigentlich gar nicht richtig. Und alle außer diese Person, denen vertraue ich nicht. Und alle außer er. Und man tut die Person dann halt so voll auf ein Podest stellen, wo es dann sehr schwer ist, die wieder runterzubringen. Und das Podest tut dir nicht gut. Das tut auch ihm nicht gut. Das tut ihm auch nicht gut, dass du ihn so idolisierst. So, probier mal, das auch nicht immer so zu formulieren in deinem Kopf, wenn du denkst. Probier immer, wenn du so anfängst zu denken, er ist der Einzige und es gibt sonst niemanden und was weiß ich was, probier nochmal dann zu denken, nein, das stimmt eigentlich nicht. Und dann erinnerst du dich mal daran, du hast ja sicher auch Kolleginnen oder keine Ahnung, die Leute von deinem Training oder sonst jemand, auch wenn es nicht deine Familie ist, wo dir am Herzen liegen und wo du eigentlich die auch öffnen könntest. Und es ist auch immer, ich glaube, ich habe in der letzten Folge auch über das geredet, man sagt dann immer so, ja, ich bin bei denen, irgendwie, die kennen mich gar nicht so und nur so gewisse Leute kennen mich so. Und dann muss man sich aber halt auch ein bisschen fragen, zeige ich diesen Leuten überhaupt alles? Und es kann ja wirklich auch sein, dass du dich deinen Kolleginnen gegenüber nicht so öffnest, halt auch familiär bedingt, was auch immer bei dir so abgegangen ist auch verständlich. Aber dass du dir dann halt vermehrt Mühe geben musst, um auch andere Leute ausser deinen Freund in dein Leben zu lassen und teilhaben lassen und vulnerable. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich kann es auch nicht mal auf Englisch sagen. Verletzlich sein, Verletzlichkeit zeigen. Verletzbarkeit. Leute, ich weiß es nicht. Zeigen, dass du, und das ist natürlich unheimlich und scary, weil bei einer Kollegin bist du nicht so sicher wie bei einem Freund, dass ja, der bleibt dann schon und so, wir sind jetzt schon ein Jahr zusammen. Eine Kollegin kann immer gehen, wenn sie will. Aber das machen Kolleginnen tendenziell nicht, weil es ist nicht so deep wie eine Beziehung und die Kolleginnen bleiben eigentlich viel länger. Also hast du nichts zu verlieren. Zeig deinen Kolleginnen mal, wer du richtig bist. Mach mit deinen Kolleginnen etwas, als wäre es dein Freund. No joke. Amig sagen eine von meinen besten Kolleginnen und ich sagen so, Bro, wir sind, als wären wir zusammen. Und es ist so schön. Und es gibt einem so viel und auch Kolleginnen fucken die amig ab und du denkst, oh mein Gott, bist du dumm? So, du kennst mich irgendwie gleich nicht und so. Aber das gehört dazu. Und du musst dich auf das einlassen, dass es viel mehr im Leben gibt als dein Freund. Und dass es auch schön ist, dass er ein anderes Leben hat. Halt, wie du sagst, wenn er dann beim Arbeiten ist, dann geht es dir so scheiße oder wenn du etwas anderes machen musst. Es ist so cool, dass du andere Sachen machen kannst. Denk mal dran, wir sind jetzt 1 Jahr zusammen. Denk mal dran, stell dir vor, du bleibst den Rest von deinem Leben mit ihm zusammen. Weißt du, wie langweilig wird es dir irgendwann mit diesem Hurentyp? Auch wenn du immer noch obsessed mit ihm bist und wenn alles gut ist in eurer Beziehung, irgendwann wird es langweilig, dann bist du froh um die ganze Zeit, die du ohne ihn hast. Und ich weiss auch nicht, ob es vielleicht von einer Verlustangst kommt, im Sinne von, wenn er weg von dir ist, weißt du nicht, was er macht oder du weißt nicht, ob ihm etwas passieren könnte oder so, aber von dem musst du also wirklich loslassen, weil es könnte auch dir immer etwas passieren und es könnte, wenn man anfängt so zu denken, dann kannst du gar nichts mehr genießen. Aber ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich denke mal, es ist einfach, dass du mit ihm sein willst und dass er der Einzige ist, der dir so ein gutes Gefühl gibt. Und du musst wirklich, wirklich die Mühe geben, um das selber anzubekommen. Logisch, es ist immer lustiger mit jemandem an der Seite, den man liebt und den man toll findet. Und es ist mega schön, dass du das mit ihm hast. Aber du musst auch immer davon ausgehen, dass es mal eines Tages nicht mehr haben könntest und dass dein Leben aber trotzdem noch schön wäre und trotzdem noch weitergehen würde. Und du musst dir ein Netzwerk aufbauen von 1, 2, 3 anderen Leuten, wo du auch vertraust und wo du auch angehen kannst mit deinen Problemen. Du hast auch gesagt, er ist so wie dein Lebensratgeber und so. Schreib ihm nicht so viel Wert zu, dass er der Einzige ist, der dich retten kann und der Einzige ist, der dich versteht und so. Es gibt ganz viele Leute auf dieser Welt, die dich verstehen können. Du musst nur dir auch halt die Mühe geben und auch
viel investieren in so Leute. Das braucht auch mega viel Zeit, Freundschaften aufrechterhalten. Und ich weiss, es ist auch anstrengend, wenn man einen Freund hat und irgendwie gleich noch Kolleginnen und dann hast du noch das Hobby und Schule und oder Arbeiten, keine Ahnung. Ah ja, Schule, du bist ja mit in meiner Klasse. Weißt du, was ich meine? So, es braucht viel und man muss viel investieren, aber es lohnt sich wirklich für dich, weil es bringt dir ja auch nichts, wenn du dann jede Sekunde hassest, wo du ohne ihn bist und die ganze Zeit, was macht er jetzt und wieso ist er nicht da und was so ja, ich glaube, es braucht einfach mega viel Zeit und es hat mega viel mit dir selber auch zu tun, dass du musst lernen, dich zu verstehen, von wo das kommt, weil auch dann kannst du dir ein bisschen vergeben und dann bist du nicht die ganze Zeit in einem Teufelskreis von «Wieso denke ich jetzt so?» und «Das ist mega blöd, dass es mich so stresst» und es dürfte ja auch mal stressen. Und dann musst du aber auch lernen, was hilft mir, weniger gestresst zu sein. Also wirklich so das mal unter die Lupe nehmen, wenn geht es mir ein bisschen besser und diese Sachen mehr machen, mehr umsetzen. Und nicht nur «Er ist meine einzige Lösung, er ist mein Heilmittel», weil das ist er auch nicht, er ist auch nur ein Pflaster. Weil wenn er weg wäre, würde es dir wahrscheinlich 40 Mal noch schlechter gehen. Weißt du, was ich meine? Und das ist auch nicht der Sinn. Der Sinn wäre, dass du mit ihm zusammen wachst und die Sachen mitnehmen kannst in dein Köfferli, wo du von ihm lernst, aber nicht, dass die Sachen in seinem Koffer sind und wenn er weggehen würde, wären alle diese Sachen weg. Das ist ja scheiße, sondern die Sachen sind in deinem Koffer und du lernst für dich und nicht für ihn oder für eure Beziehung. Also du lernst für dich und dein Leben und du nimmst alles mit, was dir alle Leute geben können und das bleibt aber bei dir. Und du allein bist auch gut. Ich glaube, das ist so etwas, wo ja eigentlich grundlegend ist, dass man denkt, allein ist man nichts, weil man das vielleicht auch von der Familie das Gefühl bekommen hat, allein kann ich nichts, allein ist scheiße, allein denke ich an alles Schlimme und so, aber du musst lernen, die Zeit mit dir allein auch irgendwie zu genießen und so zu gestalten, dass sie cool für dich wird. Auch wenn das heisst, auf TikTok scrollen, Alter. Find etwas, wo du dich nicht elendig fühlst. Viel Glück! Wir kommen auch schon zu der letzten Situation. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Also die Person sagt, ich brauche Advice bezüglich meiner Beziehung. Wir sind jetzt 1 Jahr zusammen, aber irgendwie merke ich, wie er mich immer mehr aufregt. Und das eigentlich ohne richtigen Grund. Ist das jetzt einfach eine Phase, dass alles mich aufregt? Oder meinst du, dass ich nicht mehr so in Love bin? Was mich eigentlich mega mitnehmen würde, weil es eigentlich eine perfekte Beziehung ist. Und rational weiss ich ja, dass nicht er das Problem ist, sondern ich. Ich kann zum Beispiel auch in öffentlichen Situationen oder Uni am Bahnhof oder so nicht mit ihm küssen oder so, weil mich irgendetwas zurückhalten. Diesbezüglich habe ich mich gefragt, ob das an mir liegt und ich das einfach irgendwie nicht zulassen kann, wieso auch immer, oder ob ich mich für ihn auf eine Art schäme, ohne es zu merken, was ich aber ein bisschen doof fände. Ich habe auch schon Quizzes im Internet gemacht, ich weiss es aber nicht und die haben gesagt, dass ich abwarten soll. Das Schlimmste ist auch, dass wenn ich daran denke, wie es wäre, nicht mit ihm zusammen zu sein, ich glaube vor allem die Attention von seiner Familie vermissen würde. Also ihn natürlich auch, aber wie gesagt, momentan geht er mir echt auf den Sack. Ich hoffe, du kannst mir ein bisschen weiterhelfen. Leute, ich habe das Gefühl, das könnte einfach jedes Girl auf dieser Welt geschrieben haben. Ich habe das Gefühl, wir haben das alle schon mal gehabt. Auch früher hatte ich das auch schon gehabt. Und das Schlimme war für mich, oder in dieser Situation war es eigentlich gut für mich, immer wenn ich mit anderen Girls über das geredet habe, haben sie alle das Gleiche beschrieben. Haben alle gesagt, ja, er regt mich auch so auf und es schiesst mich eigentlich auch mega oft an und ja, ich finde es auch manchmal grusig, wenn wir uns küssen und ich fühle mich auch mega oft unwohl mit ihm und weil das so vielen auch so gegangen ist, habe ich wie gedacht, das ist normal und das sollte einfach so sein und Männer sind halt Männer und ja, es liegt halt an mir und ja, ich bin halt vielleicht nicht so eine liebevolle oder so. Und hat das einfach wegignoriert. Und ich will dir keine Angst machen, vielleicht ist das wirklich so eine Phase und man geht dann halt wirklich öfters auf den Sack und es kann nicht immer alles gut sein. Aber wenn du sagst, es wäre auf Papier eigentlich eine perfekte Beziehung und er macht eigentlich wie nichts falsch, sondern einfach er stört dich, dann willst du ihn wahrscheinlich auch einfach nicht so, wie er ist. Ich glaube, wenn man zu dem jetzt nicht so relaten kann, gibt es wie so eine bisschen andere Situation, wo, glaube ich, aufs Gleiche rausläuft, dass man die ganze Zeit probiert, seinen Freund zu verändern. Dass man immer so ist, oh, mach jetzt das nicht so. Nein, wieso hast du das jetzt so gemacht? Und so ein bisschen wie so eine alte Großmutter wird, so wie die typischen Schweizer Grosseltern, die den ganzen Tag nur zusammenschiessen und du machst das falsch und du machst das falsch. Dass man anfängt, so sein zu seinem Freund. Und irgendwie eben so, sie können nichts richtig machen. Du schaust zu und denkst, wieso hast du die Gabel so genommen? So bist du blöd. Und bei deiner Kollegin wird sie das wird dir nicht mal nur auffallen. Und ich habe das Gefühl, das ist halt so ein bisschen, man probiert
wie Probleme zu finden, die eigentlich keine sind, weil man eigentlich merkt, man will nicht mit dieser Person sein, aber sie macht nichts falsch. Das heisst, man kreiert irgendwelche Probleme, die gar keine sind und hofft low-key vielleicht auch, dass die andere Person einfach Schluss macht, weil man will ja nicht mit jemandem Schluss machen, der eigentlich nett ist. Man denkt sich ja im Kopf, ich habe mir das auch schon gedacht, hey, aber eigentlich wäre er ja ein Netter und eigentlich es gibt viel Schlimmere und seine Familie ist toll und sie haben mich alle gern. Aber das zeugt eigentlich nur davon, dass du toll bist, dass die alle gern haben und die Familie nett zu dir ist. So, weil du dir wahrscheinlich Mühe gibst und weil du nett bist. Aber das heisst nicht, dass er mega gut ist. Das heisst vielleicht, dass er nicht mega schlimm ist. Aber er kann nicht so gut sein, wenn er dich so fest aufregt. Und im Nachhinein merkt man dann auch oft, wenn man dann halt eben nicht mehr zusammen ist, dass man denkt, oh mein Gott, eigentlich war er schon ein bisschen ein Opfer gewesen. So, wo man sich während der Beziehung die ganze Zeit schlecht gefühlt hat. So, nein, aber er probiert es und nein, er ist ein Netter, nein, aber irgendetwas an ihm stört dich. Und du wirst dann schon herausfinden, was. Im Moment fühlt es sich halt immer so an, als wären wir die Böse und weil uns Frauen wird immer gesagt, wir müssen dankbar sein, wenn einer mal, keine Ahnung, die nicht betrügt oder keine Ahnung, was es sonst noch gibt, so Bare-Minimum-Sachen. Aber es gibt eigentlich auch viel mehr da aussen und du musst nicht mit jemandem zusammen sein, vor allem du tust schon auch jung, du musst nicht mit jemandem zusammen sein, der dich so nervt. So, okay, ich verstand das, wenn man seit 20 Jahren verheiratet ist und man hat 4 Kinder miteinander, dass man dann um das kämpft und irgendwie mit jemandem bleibt, der vielleicht ja, die ab und zu mal richtig nervt und du denkst, mit dem mag ich nicht küssen. Aber wir sind eigentlich in einem Alter, wo es schön sein sollte, Liebe zu zeigen und wo wir noch nicht so verbittert sein sollten. Und ich sehe das wirklich viel zu oft in meinem Umfeld und auch bei mir selber, dass ich bin wie eine verbitterte alte Frau oder Mann von mir aus. Einfach so verbittertes, altes, verrunzeltes Ding und das sollten wir nicht sein, wir sollten es genießen und wenn sich etwas falsch anfühlt und egal, ob du dich jetzt für ihn schämst oder ob du dich einfach unwohl fühlst, ihn zu küssen oder keine Ahnung was, es ist egal wieso, es sollte einfach nicht so sein. Und das ist auch, zum zurückkommen auf wenn er wirklich so ein Netter ist und so, ist es auch für ihn nicht fair, dass du weiterhin mit ihm zusammen bist und das durchziehst. Es ist auch für dich nicht fair, weil du kannst etwas viel Tolles haben oder einfach mal mit dir selber sein oder keine Ahnung was. Aber für ihn ist es auch nicht fair, weil er denkt sich wahrscheinlich jeden Tag, was mache ich falsch, was mache ich falsch, was mache ich falsch. Und die probieren dann auf Krampf immer mehr und das zu verändern und dann am Schluss sind sie ganz andere Leute und das passt dir immer noch nicht und man ist immer noch nur genervt und am Schluss wissen die armen Männchen gar nicht mehr, was sie mit sich anstellen und das ist eigentlich auch nicht fair, weil es sind ja Nette und das sind ja die Guten, die sich dann Mühe geben und wollen etwas ändern, aber es sind halt leider nicht die, die man immer haben will und was matcht und es ist auch okay. Also wirklich meine Empfehlung wäre, mach einfach Schluss. Mach einfach Schluss. Lass ihn in Ruhe. Es wird richtig schlimm, vor allem, du kannst mit so Leuten eigentlich nicht Schluss machen. Weil sie sind dann immer so, nein, aber probieren wir es doch. Und dann probierst du es nochmal aus Mitleid. Aber aus Mitleid sollte man wirklich gar keine Beziehung führen. Du musst einfach wirklich knallhart sein. Du musst damit leben, dass du ein Arschloch sein wirst in der Friendgroup. Du wirst ein Arschloch sein, wenn man von dir erzählt. Du wirst ein Arschloch sein, aber du hast es ja nicht, du bist ja nicht mit jemandem zusammengekommen, um ihn auszunutzen. Oder weil du gewusst hast, es wird nicht passen. Du bist ja am Anfang mit dieser Person zusammengekommen, weil du die Person auch toll gefunden hast und auch Freude an dem gehabt hast und es schön gefunden hast. Und es kann sich halt dann eben genau so nach einem Jahr oder so mal herausstellen, dass man eigentlich so ein bisschen angewidert ist von dieser Person. Aus irgendeinem Grund. Und du brauchst gar keine Rechtfertigung. Logisch ist es jetzt für ihn angenehm, zu wissen, was das Problem ist. Aber du kannst ganz ehrlich einfach sagen, hey, ich glaube, ich liebe dich einfach nicht mehr. Ich bin nicht verliebt in dich. Ich habe kein Gefühl für dich. Und auch wenn das weh macht. Und es ist mega schlimm. Es ist mega schlimm für die Person, die das hören muss. Aber es ist noch viel schlimmer, länger mit jemandem zusammen zu bleiben, wo man gar nicht so gerne hat. Und dann noch nur die Familie gerne hat. Das habe ich auch schon oft gehabt. Das habe ich auch schon, also oft, aber habe ich auch schon gehabt, dass ich die Familie mehr geschätzt habe. Weil ich das einfach nicht so fest habe, das ganze, wir sind eine Kernfamilie und das gibt einem so viel, wenn man das selber daheim nicht hat. Dass man irgendwo hingehen kann, wo die einfach so Friede, Freude, Eierkuchen haben. Aber du merkst dann nach einer Zeit auch, die haben auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das ist ein anderes Thema. So, lass den Arme einfach in Ruhe. Und dann ist aber auch wichtig, wirklich, dass man die dann wirklich in Ruhe lässt und nicht nur Aufmerksamkeit holen oder bei der Familie schreiben und machen und tun, sondern dann lassen wir die Arme auch einfach sein und überlegen mal, okay, was weißt du, so, man muss auch etwas daraus lernen. Du musst dann schon auch checken, dass du nicht in die nächste Beziehung kannst mit dem Typ, der genau gleich drauf ist wie der und dann nach einem Jahr nochmal sagen, irgendwie bin ich nicht verliebt in dich, du grusest mich. Weil Logi, sind wir ehrlich, du hast das jetzt auch nicht so formuliert, aber ich glaube, ganz viele können relaten mit dem.
man grußt sich nachher mit Zeitli oft ab diesen Typen, mit denen man zusammen ist. Und es hat immer einen Grund, Leute. Es hat immer einen Grund. Fühlt euch nicht schlecht für das. Irgendwann im Nachhinein denkst du so, was? Er hat auch sich nie Mühe gegeben oder hat immer nur so das und das gemacht. Und ich dachte, das ist cool und schön und toll. Aber im Nachhinein, wenn du dann so bessere Leute kennenlernst und Leute, die mehr zu dir passen, merkst du so, oh mein Gott, what the fuck? What the fuck? Ich kann jetzt auch nicht zu fest ins Detail gehen, was einem genau gruselt und so. Aber ich glaube, ihr könnt euch alle an so Situationen erinnern, wo man sagt, so, und man macht auch irgendwie so mit, weil es ist ja dein Freund und du musst irgendwie. Und wie oft man auch Sachen gemacht hat und abgemacht hat und Zeit verschwendet hat, obwohl man gar keine Lust gehabt hat, einfach nur, weil das dein Freund ist. Und das finde ich ist blöd, weil das ist dann wirklich so Zeitverschwendung. Und wir haben viel Besseres zu tun und lieber bist du ehrlich mit dir und mit ihm und mit der Familie und sagst einfach, hey, es läuft nicht mehr. Das war für mich auch schon oft der Grund, wieso ich nicht sofort Schluss gemacht habe, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte dieser Familie gegenüber. Aber ich habe das Gefühl, es juckt die Familie. In einem halben Jahr ist dort die Nächste am Tisch. So ist es einfach. Das juckt die nicht. Die wissen doch auch, dass wir alle nicht für immer und ewig zusammen sind. So, it was nice while it lasted, oder? Ja, Leute, aber das ist so wirklich ein schwieriges Thema. Und jetzt auch, als ich da durchgescrollt habe, die meisten Leute haben wirklich Probleme mit Freundschaften, so toxische Leute. Da sage ich auch einfach ganz allgemein, Leute, sind nicht mit diesen Leuten befreundet. Niemand zwingt euch. Ich weiss, es ist viel schwieriger, als man sagt, vor allem wenn alles so miteinander verwickelt ist und jeder mit jedem chillt und so, aber es ist möglich. Ihr könnt euch entfernen. Und vieles ist auch, ja, mein Crush schreibt nicht. Entweder du playst ihn zurück und bist genau so ein Player und spielst das Spiel, oder du entfernst dich einfach von so einer Person. Es geht beides, aber wenn ihr mit so Leuten spielt, dann müsst ihr einfach wissen, die spielen das Spiel meistens besser als Leute, die so tun, als könnten sie das Spiel spielen. Ich bin selber, ich kann das Spiel schon mitspielen, aber so innerlich bin ich nicht jemand, der gerne Spiele spielt. Ich kann es und ich check's und ich weiss, was man machen muss, aber am Schluss zerstört es mich trotzdem, weil ich nicht so bin. Wenn ihr so Leute sind, dann spielt das hure Spiel, macht mit, meistens gewinnt man, wenn man weiss wie. Aber ich will euch da keine Anleitung geben, wie man spielt. Das ist einfach nicht gut. Hört Call Her Daddy für das. Obwohl, die ist ja jetzt auch verheiratet und normal, aber zu ihren goofy Zeiten hat sie sicher gute Tipps für euch. Danke fürs Zuhören, Leute. Wenn ihr irgendetwas anderes zu melden habt, wie immer unter dem Link in der Bio, folgt los mal auf Insta, um nichts zu verpassen. Und vergesst nicht, beim PlayStation 5 Giveaway mitzumachen. Geht das Video auf TikTok juckt doch keine oder Insta Wemse schauen und mitmachen. Und dann mit ein bisschen Glück gewinnt ihr eine PlayStation 5. Ja. Und sonst macht's gut, werdet nicht krank. Ich muss jetzt richtig husten. Tschüss.